Goedemorgen. Welkom hier. Ik freue mich dat jullie hier zijn, dat ik kon met jullie top hier zijn. Dus heel zeker zijn, dat ja's hier van daar ook. En dat is fijn, jullie welkom. En dat jij dan schijnt, want we kan, dat Gott zijn kinderen, Gott zijn familie top zijn. Krijg nu, dat we allemaal top zijn, dat we niet zijn, dat ja's, dat langzaam maar hier was en zijn nog vanmiddag. Und wir an Jesus sind, dann sind wir Part von seiner Familie, von Gott seiner Familie. Und das ist, ich glaube, die kostet an die Fall, und das geht schon, das ist auch damit rieren, das nicht? Und das ist ein Part davon. Ich fange an von denen, und 1. Petrus sind zum Vers, wo ich irgendwann verlesen. En ik geloof Gott hat eine Botschaft für die von denen. Ein paar von jullie, wat ihr schon in der Service wären, haben diese Botschaft ein Stückchen gehört. Und ich weiß nicht, ob sie die wollen recognizen oder nicht. Und aber für mich von jullie hier geredet das erste Mal. Und die haben, some von jullie haben noch lange an das gelebt, some von jullie haben vielleicht groß angefangen und stolz hier, andere fehlt das zu erfrischen und dort. Andere haben noch keinmal über das gedacht. Und so ist das. Und Gott hat für uns alle ein Wort. Und ich bete, dass der Heilige Geist wird zu dir reden, kriegt, was dir fehlt von der uns morgens. Wenn das Gott sein Wort, das ist nicht mein Wort, was ich reden darf, ich war das versuchen so zu erklären, dass ich das verstehe, so gut es ich kann. Aber das ist zum Schluss Gott sein Wort. Du bist Gott sein Kind. Hoffe ich, du bist ein Mensch, was Gott gemerkt hat, und er will zu dir was reden von dir. Und er will haben, dass du sollst wiederkommen, und dass ich soll wiederkommen. Und so, wenn wir Gott sein Wort lesen und uns heute Abend gedreht haben, dann passiert das. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 sagt es das. Lobt Gott, unseren Herrn Jesus Christus, sein Vater, will sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwürgt und ein Aufgott, das nicht verkommen, vergonnen oder verwalken kann, dort für uns im Himmel bewahrt wird. Hast du mal gedacht, dass Gott ein Mitleiden hat für dich? Ich kann dir wie denken, vielleicht fragen sie, Gott, das ist ein strenger, nicht? Das Maß nicht nötig kommt. Und das ist es dort. Aber Gott hat auch ein Mitleiden für dich. Er hat ein Mitleiden für mich. Wenn das nicht für dort wie, wo will wir haben? Wenn Gott nicht ein Mitleiden hat für uns, das ist, was ihr hier seht. Wie groß wir Gott sein Mitleiden für uns. Hier seht ihr das, sein Mitleiden, wir in Vers 3, sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat zu einer lebenden Hoffnung. Er hat uns nie ein Leben gegeben, er hat uns eine Hoffnung gegeben. Wenn wir hier schwierig haben, das ist schon wer von reden, dann wollen wir wieder leben, dann wollen wir immer leben bei ihm. Wenn wir das annehmen, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir am Glauben können sein, er hat uns nie geboren, er hat uns nie ein Mensch gemerkt, eine Hoffnung gegeben für ewiges Leben. Und das wird hier anfangen, und das ist, was wir von der uns morgens hier investiert von feiern, und wenn wir hier taub sind, in ein Aufgott, das nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, das für uns im Himmel bewahrt wird. Uns Geschäft, was wir haben, unsere Farm, unsere Arbeiter können alle in eng haben, unsere Gesundheit können eng haben. Aber das Aufgott, was wir im Himmel haben, dort kommt Tümelten eng. Dort bleibt da, und dort Gott da holen für uns. Das ist, was er sagt. Und Gott in seiner Allmacht, nicht in unsere Allmacht, nicht in unsere Macht, nicht in das Stärke, was wir besitzen. Some von uns sind sehr stark am Körper, some sind sehr stark an unseren Gedanken. Und so wie das dort. Das ist, was Gott in seiner Allmacht holen hat. Gott in seiner Allmacht wird nur sein, dass je durch solche Hand kommen wollen und das Heil kriegen, willst je an Jesus glauben. Okay, das ist, was ich nie lesen, das ist für die, was an Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus hast angenommen, dann wird Gott in seine Allmacht nur sein, dass du dort ankommst. Da brauchst du nicht falsch, da brauchst du nicht sein, wo wir nochmal bei dir kommen. Ja, wir wollen kämpfen, da wollen wir Leute davon reden. Aber das kann wir uns sicher sein, wenn wir an Jesus sind, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns falsch im Glauben an Jesus sind,
dort wo wir hinkommen, wird Gott an seine Allmacht haltet da fast. Dort Heil soll an der letzte der offenbar werden. Doorween sind wie Frau. Doorween, wenn dort Heil, was Gott dort an seine Allmacht holen hat, doorween, wenn dort Heil, wenn die Hoffnung, was wir haben, doorween sind je Frau. Wenn je hier noch ein Stückchen durch Lieden gehen machen. Jetzt du durch Lieden, vielleicht besser ein Lieden je warst. Vielleicht hast du von der und kriegst durch ein schweres Lieden durch. Und wenn dort beides nicht die betroffen hat, dann wirst du auch noch mal Lieden haben. Jeder einer belebt noch mal so, dass das schwer ist, dass das nicht schön ist, oder dass wir, vielleicht ist das schön, aber wir haben ein Lieden, was wir durchgehen machen. Was sagt, wenn der Hoffnung, was wir an Gott haben, wenn der Hoffnung, was wir haben für ewig Leben, durchwehen, sind je Frau, wenn je hier machen, ein anderer wird, wir haben da wenn Kraft, wir geben nicht ab, das ist schon wer sagt, wir geben nicht ab. In Christ, der hat immer Hoffnung, wenn die Hoffnung kommt von Gott, das ist nicht unsere Hoffnung, wenn unsere Hoffnung, die lädt noch mal nur, meine dat noch mal. Aber die Hoffnung von Gott, die bleibt dort. Diese Proben, die Lieden, was wir durchgehen, Vers 7 sagt, diese Proben kommen immer jünd, wenn da steht noch mal, Tavoti eine Probe durchgehen das, Tavoti Lieden durchgehen das ist, was es sagt. Diese Proben kommen immer jünd, zu sein, wo echt und wo stark jünd glauben ist, so es Gott durch den Vier geschickt wird, dort Terrain, in zu sein, wo echt das ist. Jünd glauben ist, bei Gott viel mehr wird als Gott. So wird jünd glauben, wenn die Probe besteht, jünd viel Herrlichkeit geben, und je wollen geirrt in die Luft worden, wenn Jesus Christus kommen wird. Und wenn je Jesus auch nicht gekannt haben, in anderen Worten, dass wir uns von der als ein Mensch ungesagt kann, dann sind die am doch gut. Und wenn die am nur nicht sein, dann glauben die doch an ihm. Und die sind nur auch gleichlich an der großen Friede, die direkt vom Himmel kommt. Das ist so einfach und so simpel, ist die Bibel uns zu sagen. Und das ist dann manchmal ein Kampf, da nur zu leben, aber das ist, was es ist. Und wir machen unsere Horten, unsere Gedanken, nur Gott drehen, um die Friede zu kriegen, um die zu beleben. Das ist so, uns Glauben wird geprüft, wir gehen durch Dinge durch. Some von den Dingen kann ich euch verstehen, wir weiten nicht, von wo kommt das, oder wo soll man das durchgehen? Kriegt es hier, dort, ich habe mal im Alten Testament lese ich davon, ich schwört durch an sein Leben, und ich wisst ja all, das nicht an, was am Himmel verging, über die Probe, was Gott hat, oder was der Feind abgestellt hat, und Gott hat Frieden gegeben, aber das wie eine Prüfung vom Glauben. Und so von der an, wenn eigentlich auch geprüft worden, aber das kann wir uns sicher sein, dass wenn wir an Jesus glauben, der Hoffnung dort leben, das ist sicher für uns, und da wo wir hinkommen, und ein Tag, wenn uns Glauben bestehen bleibt, wo wir geirrt worden dafür. Und so das ist ein Vers, was ich gleich da, und ich will Ihnen mitteilen, und Zephaniah 3, Vers 17, ist ein anderer Vers, der Fan bipast, das heißt es steht, willst der Herr jün Gott es bejünt. Er ist stark und kann raten. So Gott kann uns raten. Gott kann uns helfen. Er ist bejünt bei uns und er ist stark. Ich rede, wenn ich Petrus seht, dass Gott stark ist, nicht? Und er ist mitleidig. Okay, hier sagt er ist stark und er ist mitjünt. Er wird sich immer jünt freien und froh sein. Und seine Leib wird er jünt vergeben und er wird sich lüd zu jünt freien. So das hier sich nicht nur sind, was da soll in der Bibel sein, nicht? Dass Gott sich wird lüd zu uns freien. Gott ist hier so andächtig, nicht? Kriegst es wie hier von der ganz andächtig und treuartig satt, wie hier es steht. Und er ist dort, Gott ist ein sehr ernster Gott, Gott ist ein sehr starker Gott, und Gott hasst den Sinn, und Gott hasst alles, was erreicht ist. Aber Gott ist ein Sinn, er wird sich freut. Und hier sagt er, Gott wird sich lüd zu die freuen, zu uns freuen, wenn wir im Glauben sind. Das ist, was er sagt. Und das sagt, auf Englisch sagt er, er wird singen über uns. Und so, denk dann an nächstes Mal, wenn du eine Probe durchgehst, wenn er schwor vor dir, dann denk dir mal an Gott, wenn er von der an mich denkt, dort im Himmel. Er freut sich lüd, das bleibt nicht still. Gott wird lüd im Himmel. Oh, du hast da gekommen, der geht durch die Probe durch und dort schafft er hält im Glauben. Yeah, that's good. Mut dich wieder, right?
Und so, das war dann, wir können das nicht hören. Ein Tag, wo wir das hören, wenn wir spielen im Himmel sind, dann wo wir das hören, dann wo wir das sein, wo Gott sich zu uns freut. Weil wir Kraft haben, weil wir mutig bleiben. Und so eine Frage ist das, was die Bibel hat viel über Gott zu sein. Aber das ist eine Seite von Gott, was wir manchmal sollen und denken. Und so das ist schön. Wir haben von der ein Thema, was ich mit Schafen da in mein Innet leben und ich habe lang mit geschafft habe und ich glaube, du das auch. Und da werden wir ein bisschen nachdenken. Ich habe durch die letzten Wochen oder Monaten, wie lange das ist, habe ich in Reema studiert. Und das hat mir sehr schön gegangen. Ich habe mehr Dinge gesehen für mich selbst. Und wir wollen von deren nachdenken, was an Reema und wieder lesen. Und das wird, das wir wollen, lernen über uns selbst. Krieg von dieser Probe Glauben. Wir haben in das erste Kapitel, weit wie in das erste paar Kapitel, so wird der Paulus hat Evangelium bringen, über Gott sein Gesetz, über Gott seine Gerechtigkeit, über das, was ich von reden, dass Gott ist ein strenger Gott, Gott ist ein Gott, der hat gesagt, wird es soll sein, er hat in unsere Horten angeplant, wird es soll sein, er hat in der Natur geopenbart, dass er da ist, dass er ein Gott gibt, aber jeder Mensch hat auf einen Weg oder der andere Weg, ist der Kort gefallen von dort, jeder Mühl sagt, er ist Taufer Gott, keiner kann nur Gott, kein Mensch kann nur Gott kommen, das kann nicht, wer das ist, der Beamte ist, dass ein Mensch ist, was der Eva-Glaubens hat, oder Religion hat, oder immer verschiedene Dinge, was er sich selbst kann deutlich machen, anbilden, ein Mensch, der viel Anerkennung hat, für diese Hinsicht nicht ist. Jeder Mensch ist für Gott kort gekommen. Kein Mensch kann nicht mal der hohe Priester zu Jesus seine Zeit oder im Alten Testament kriegen ein Wort von ferner Menschen, dass keiner ist so weit, dass er kann nur Gott kommen sein. Hier Gott, hier sehe ich. Ich sehe so Gott ist du. Ich kann mit dir taub sein. Keiner hat dort Reich zu tun. Jeder einer ist auf einen Weg oder einen anderen Weg kort gefallen. Ein Bild, das ich letztes hier, was mir das klarer mir wird schafft, dass wenn die an der Kette hängt, jetzt muss sagen, die Wirschäfer wird ihr vielleicht, da wird nicht schön gehen, aber muss schakeln. Some Menschen haben, was bei Marie verwohnt, ich habe sind hier, ich habe Kimmel getan, wird vielleicht schön gehen, aber Eva Marie schakeln, nicht? Mit einem Band hast some von ihnen haben noch mal sind getan, nicht? Band am Baum und Bänger, erst wieder an der Eva schakeln. Almost. So, wenn die eine Kette haben, und in dieser Kette ist nur, was die an Gott connecten, nicht? Und der rief erst und some von ihnen kommen von Belize. Und ich stelle mir immer so vor, dass alle von Sharks und Alligators. Und die glaubten mir das nicht, aber ich kann das sagen. Ich habe mal da gesagt. Allemal. So, wenn die eine Kette, wie viele Gelenke würden da an die Kette machen aufreden, was die wirst am Rief manch der Sharks und Alligators fallen? Wie viele Gelenke würden da von die Kette machen aufreden? Eins, nicht? Some von uns haben eine Kette, wie 20 Gelenke sind aufgereden, aber da braucht man ein aufreden, was wir würden fallen, nicht? Das ist ein Bild von, wo wir für Gott gefallen sind. Jeder Mensch ist für Gott gefallen. Das braucht man ein rechter Gedanken sein, dann das ist ein Gelenk, wo das aufgereden, und dann regt das nicht mehr. Wenn der Eva juk alle du ist, aber so nu rede ich hier war eine Botschaft, wo ich ein paar Weg träger predigen, da ich soll die predigen, was wir von deren haben, nicht? Wir sind alle für Gott gefallen. Es ist important, dass wir das verstehen. Some Menschen, die können von deren Christen, die können von deren nicht zu Gott relaten. Falls ich so Gott es weit aufhält, wenn ich an, ich kann verschiedene Dinge versagen, Reasons versagen. Ein von den Reasons ist, wir erkennen das nicht, dass uns das an Gott fehlt. Wenn ich das einmal wirklich deep am Hort bis weit und Gott sehe, verloren. Manchmal fehlt mir das zur Reminding. Und die Dinge, was mir das fehlt, nur die lang ich. Und die Dinge, was ich weiß, die sind da und mir fehlt das an die. Und die Zeit ist zum Eten, mir hungert, ich habe es geschafft, ich versuche es zu schaffen, und ich weiß, dass mir hungert, dann wird es nur sein, dass ich Eten kriege, nicht? Aber wenn mir das nicht an Gott fehlt, dann habe ich das vergessen. Ich habe das nicht realisiert, dass mir das an fehlt. So, unsere Kette ist aufgereden zwischen uns und Gott. So, dass wir das Karte merken, Jesus kam nicht, hier ist ein anderes Ding. Jesus kam nicht, um unsere Kette zu fixen.
Jesus kam, um uns in die Hand reichen, um uns nur Gott. Zie, onze tijd gaat niet te fixen, ons mens gaat niet te fixen. Dat is wat we zo ver verzekeren. We hebben een alle mensen, we verzekeren ons zindelijke leven, ons alle mensen, zindelijke mensen moeten fixen met God zijn hulp, omdat het nog mal wordt ongebracht zijn. Niet? En wanneer als het nog mal ongebracht genoeg, dat het mal gefixt is. Nou, dat heb ik ook. Wenn dat een oude verbruikte ding, dat je dat afgereden. Jezus geeft ons een nieuw leven. Een nieuw mens merkt hij ons. En zo, Jezus kwam te sterven. Hij leefde een volkomen leven voor ons. Hij stierf voor ons. En wanneer we dat aannemen en geloven, hadden we een stukje terug van. Reema 3 en 5 reden daarvan. Dan zijn we erreicht. Das ist Abraham. Reema 4. Abraham sagt het door, hij gelooft God. Wenn Gott wat zegt, dan gelooft Abraham dat. En dat wordt op God am gereicht houden. Hij zegt, hier is een man, der gelooft mij. En hij telt dat gereicht. So dat ze am geloven zijn. En so van daar, wie geloven aan God? Oder geloofst du God, wenn hij zegt. Wenn Gott zegt, die Keres aufgereden, du bist gefallen, du bist ein sinnlicher Mensch. Aber ich will dir raten, wenn du mich annimmst, wenn du mein Geist annimmst, wenn du mein Hort mir geben willst, dann will ich dir raten, ich will dir halten. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann fängst du an, das anzunehmen, dann fängst du an, darüber zu denken, dann fängst du an, darüber zu leben. Wenn du das glaubst, kriegst du es Abraham dort. So, in 3. Kapitel 6 kommen wir dann bei der nächste Staub. So, wir haben uns nicht lassen kaufen. Wir sind gekauft von Jesus. Wir sind mit Jesus in Blut gekauft. Wir gehören zu ihm. So, dann kommen wir bei der Römer Kapitel 6. Jesus hat uns vergeben. In Römer 5 sagt das hier ein bisschen sit ab. Das war ein bisschen ein Vers, was wir vielleicht würden so glauben, na, das ist vielleicht nicht ganz biblisch, wenn wir würden also denken, man, ist das wirklich so? Kriegst du es erst, wenn, dass Gott sich Leute uns freut? Ich weiß, das ist eine Plattdeutsche Bibel, auf Englisch sagt, dass Gott wird über uns singen. So hier in Römer 5, in kleine Trickchecken, seht es steht, Vers 20, dass gesagt wird gegeben, dass die Sünde mehr für den Tag kommen soll. Aber wo die Sünde teilnehmen, wir immer noch mehr Gnade. Das ist ein Sündvers. Man, wo die Sünde teilnehmen, und das, was das hier sagt, Sünde teilnehmen, das meint, dass wir werden alle gefallen, dann gibt Gott noch das Gesetz, um noch mal klar merken, was sind wir, und was sehen wollen wir, was sind Charakter wir. Und dann sagt er, und wo die sind, immer, so wenn wir nicht mehr wollen, da über Gott seine Gesetze überlesen, dann würden wir even die 10 Geboten immer überlesen und tun für Tiefen, da wird sehr Fan sein, aber eigentlich wird wir klar werden, dass wenn wir das jeden Tag im Leben deuten, okay, eigentlich wird sein, wir werden uns, glaube ich, davon lernen lassen, so das wird gut sein, aber was ich will sagen, da würden wir das bloß klar, immer klarer und klarer kriegen, dass ja, wir sind gefallen, unser Kehr ist aufgereten. Bei ein Gelenk, ob wir dort Gelenk auch, über dem wir alle 10 Gelenke sind, oft sind 2, nicht? Okay, so das sagt, wir sind teilnehmen. So, das was er sagt, das Gesetz wird gegeben, damit mal klar wird, dass wir Sünder sind. Das ist wie eine Ursache davon. Und so ist uns so klar wird, so von meiner Sinn kann wir an uns sein. Oh man, das ist sogar, und das ist, okay, aber das ist Hoffnung für uns, aber wir sind teilnehmen, dass wir immer noch mehr Gnade. Dat zo is de zin im dood herrscht, gerade so soll die Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben herrschen. So die Gnade, das ist nichts, was die Gnade kann weichtun. Nichts kann uns mit Gott seine Hand retten. Da muss wir klar haben, das sagt die Bibel selbst für. Nichts kann die mit Gott seine Hand retten. Das ist immer noch mehr Gnade. Das ist, was das sagt. Wo die Sinn teilnehmen, da wir immer noch mehr Gnade. Und dat erscheint, dat ik en du kan in den Charme leven, dat ik en du kan in die hand, oder an die hand, wat Jesus naar ons rieten deed, wanneer we dort sind, gefährlich Wut an gefallen, und hij langs seine hand han, sagt, ik geef je over je leven, en mij kost je raad zijn, en we nemen dat aan. Dat is het, dat is Gnade. Dat is Gnade voor ons, dat is Gnade voor die. En voor mij. Bad, naar de Bibel nu. So, hier ist eine Frau. So, dort habe ich nicht festgestellt, und ich sage, wie bei Römer Kapitel 6. Und das fragt eine Frau. Was soll wie dann sein? So, wenn das so ist, dass da immer noch mehr Gnade ist, und dass Gott uns gerettet hat, und dass Gott uns gekauft hat, das ist immer noch mehr Gnade. Was will wie dann dort sein? Was sagst du dazu?
Gott sein Kind zu sein. Und diese Hoffnung zu haben. Das sagt, dass Gott in seiner Allmacht, los wie schon 1. Petrus, in seiner Allmacht, wo heute nur sein, dass wir dort kommen. Seine Gnade, seine Kraft, seine Hoffnung, was will wir dort sein? So, hier ist diese Frau, wo viele Menschen sich fragen. Und du hast dir, glaube ich, auch mal gefragt. Und ich habe mir das auch fertig gefragt. Soll wir, oder kann wir, beim Singen bleiben, dass die Gnade dadurch geraten wird? Wir haben gerade gelesen, für die Sinn teilnehmen, da wir bloß noch einmal mehr Gnade. Okay, dann let's go. Nu haben wir friert, das geht schon. Nu wollen wir mal uiteven, nu wollen wir mal das Leben, nu wollen wir mal das Fleisch, nu wollen wir mal singen, was es sagt, wo wir das Sinn ist, das ist noch mehr Gnade. Und das ist, was die Bibel sagt, da kann ich nicht was von wegnehmen. So die Frau ist, wenn du ein fleischlicher Mensch bist, dass wir alle noch Müll sind, okay, was haben wir dann? Sollen wir dann? Wer wir dann? Nu haben wir mal. Das ist so Menschen sein, okay. Some Menschen leben so und some werden, glaube ich, noch nächstes so lernen. Dann brauchen wir uns nicht nachladen. Was soll wir dann sein? Soll wir beim Singen bleiben, dass die Gnade dadurch geraten wird? So, das sage ich nicht, soll wir nicht anfangen zu singen, je sind nicht hart wie, das ist, was die Kette wir oft gerät, nicht? So soll wir nicht beim Singen bleiben, dass die Gnade wird geraten werden. In anderen Worten, so wenn wir nicht mal sehr singen wollen, dann wird Gott mal seine Gnade anfangen zu brauchen, nicht? Dann wird Gott mal viel ihr kriegen, weil da wird so viel Sinn, was wird kann vergeben, nicht? Dann wird er sagen, oh, ich habe so viel, das. Soll wir wen dort? No. Was sagt er? Ab keinen Weg. Wo soll wir, die für den Sinn dort sind, wieder bannen leben? Okay, so, nu best du das Wort beten, ja, noch hat die Mess euer Fred, nicht? Was da kommt. Wo soll wir, was da vom Dort sind, dort, wir freuen uns so, dass wir da beten sind, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir ewig Leben haben. Wo soll wir, und dass Gott uns die Sinn vergift hat, nicht? So, wir sind dort, die sind von der Vergangenheit, der ist alle vergift. Wir sind dort, das ist von der keinmal wir, das ist von der keinmal die Sinn nicht haben, so vergift ist der ist dort. Bei anderen steht sagt, dass Gott behält nicht mal das utgelassen, nicht? Okay, so wir sind dort. Die Sinn ist dort. Wir sind dort zu der Sinn. Wir haben Jesus, nicht? Wir haben eine Hoffnung. So, die Frau ist, wo soll wir, die für den Sinn dort sind, durch wieder bannen leben? Oder weiß ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in seinen Tod nennen gedeupt worden? Und es sagt, an Jesus Christus gedeupt sind, das meint, wir haben uns an Jesus geschmeten. Wir haben Jesus angenommen. Jesus ist an uns. Jesus ist ab uns abgekommen. Das ist, was die Deupung, das ist, was der Taufen bedient hat, dass wir sagen, wir hören nur Jesus. So, wir sind an Jesus gedeupt. So, wenn wir an Jesus sind gedeupt, ein Part von dort ist, ein Part von Taufen, ein Part von Deupen, das ist Sterben. Nicht? So ist das Wort ab uns abgegoten worden, aber immer die gedeupt bist, dann meint so viel, du bist gerufen, du bist gestorben, du gingst tot. Das ist, was das ist. Jesus annehmen. Ein Part von dem Nicht-Leben annehmen, das ist Sterben. Paulus sagt, das ist nicht mal ein aktuelles Leben da, nicht? Okay? So, wir haben ein Nicht-Leben. Weißt du das nicht? Du hast Jesus seine Gnade angenommen, du hast Jesus sein Nicht-Leben angenommen. Weißt du das nicht, dass du dann tot bist? Zu den Riefer, zu der Gefahr, was du wirst. Du bist tot zu das, du bist tot zu den Feind. Wenn der Feind die ankommt, wenn all diese Dinge, das die nicht. Ja, das die in Wasser tausaten. Okay, was sagt das? Wenn wir lesen. Oder weißt du nicht, dass wir alle, die wir an Jesus Christus gedeupt sind, an seinen Tod gedeupt worden? Wir wurden durch den Deupen mit einem Taub im Tod begruft, dass so als Christus durch den Vater seine Herrlichkeit können vom Tod abgeweicht worden, wir können ein neues Leben wandeln. So Jesus deutet für uns. Jesus wie ein Beispiel, er wie ein Bild und er deutet für uns. Wir können keinmal verfall reich leben. Wir können keinmal unsere inneren Sinn betonen. Wir können keinmal uns neues Leben abarbeiten. Aber wir können
wir werden hier gerne in Kirchendienst anstellen und in so ablehnen und so planen, dass sich das wird sehr lebendig fallen. Nicht, oh, und ich sage, alle sehr excited. Well, das kann Part von nicht Leben sein. Aber wir können uns keinmal nicht in nicht Leben abarbeiten, dass wir bei Gott kommen. Unsere Kehr ist aufgereden. Aber Gott hat uns in nicht Leben gegeben. Dass wir können in nicht Leben wohnen. So das ist something, was Gott uns geben hat. Wenn wir Jesus annehmen, wenn wir den Heiligen Geist kriegen, dann hilft Gott uns in Kuhn. Das ist, wenn die den Gorden merken, das und die auf den Stab sehen, das sind Kuhn, das hinein, das hilft Gott uns am Hort, das ist die Glauben. Und das ist nie Ding, was hey, sagt, das alles ist aufgeschnitten, das ist verjäft, das ist weich. Nu hast du ein neues Leben, du hast eine neue Chance, wo du vielleicht kann sein, in Frische. Kapitel, ganz nie. Du bist nie geboren, du bist ein neuer Mensch. Weißt du das nicht? Wenn wir mit Christus sind eingeworden durch seinen Tod, ist er auf sich nehmen, wo wir sicher auch ein mit Armtaub und Abstoßen vom Tod sind. Okay, so wenn wir das annehmen, dass Jesus als für unsere Sinn gestorben, er hat betont, dass wir das auch annehmen, dass er als dass wir sind mit Armtaub gestorben. Er ist, als Jesus starb, wir sind auch gestorben. Und wenn wir uns am Hand geben, dann geben wir das alles ab. Wir sterben mit Armtaub. Und das können wir am Glauben annehmen. Und in uns Leben soll wir das ausleben. Wir sind mit Armtaub gestorben. Das so ein Tod ist er auf sich nehmen. Wir sind mit Armtaub begraben. Uns aller Mensch, der ist mit Armtaub begraben. Der ist gestorben. Er nimmt alle Sinn auf sich. Wir wissen, dass uns alle Mensch mit Armtaub gekreuzigt ist, so dass es mit unseren sündigen Körper in eng hat und wir die Sinn nicht mehr dienen. Okay, uns allen sündigen Körper, das meint nicht, das wird sich keiner verstehen, okay, das ist meine Hang, mein, was immer ich sehe, das ist meine alle Natur. Und was ist von euch, da redet, als Reema 7 redet davon, und das ist der Kampf, wo wir haben. Aber uns aller Mensch, der ist mit Jesus gekreuzigt, der ist, wie kann sein, der ist gestorben, der ist tot, der ist hinter uns. Und so der ist weich, der hat einen eng, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Im Glauben nehmen wir das an, wir lassen dort von hängen. Und die alle Vertwiefelung, was wir haben, der alle Verdammnis, was an uns herrschen, die Gedanken, dass Gott uns Feind ist, die haben einen eng, wir sind am Frieden angekommen. Wir sind mit Jesus tot gekreuzigt und sind abstehen, das hilft uns nie leben. Weil wer gestorben ist frei von der Sinn. Wenn wir nie mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben wollen. Okay, so das redet von das ewige Leben, wie wir von was Gott uns geben wird, wenn wir sterben. Aber das ist als Christen, aber das ist ein Ding, was von deren anfängt, an uns zu leben. Die kostet viel, wenn du in Christus bist, wenn du Jesus hast angenommen, das sagt dann erst der Heilige Geist an die, was die dort sagen, dass du Gott sein Kind bist. Dann weißt du dort, dass du Gott gehören hast. Du weißt, du hast ein neues Ding, du hast eine neue Hoffnung, wie wir von reden. Das ist ein neues Leben, was dann die Anfang hat, und ein Tag, wo wir das verfallen haben, wir uns nicht mehr was tausaten, dass die Glaubensprüfung, was das einmal sein. Den Tod, den er starb, hat er einmal gelitten. Und damit ist er von der Sünde los. Das Leben aber, das er nu lebt, lebt er für Gott. So das war ein Bild von Jesus. Und wenn ich und du nie geboren sind, dann muss wir das verstehen können. Oder so wie das verstehen können, dass wir sind mit Jesus gestorben, im Glauben. Ja, uns aller Mensch ist Jesus am Kreuz starb unsere Sinn. Er trug den mit ihm. Uns aller Mensch, der starb mit Jesus tot. Der wird mit Jesus tot begraben. Wie bleibt der dann? Sag mir dort. Wie bleibt deine Sinn? Wie bleibt dein aller Mensch? Als Jesus begraben wird, als er Abstand hat er das nicht mehr. Dann wird er in Nähe, wir können sagen, in Nähe Jesus auf viele Welt. Ich meine, Gott ist immer überein. Aber er hat ein Nähe, andere verherrlichte Leben. Und so, ich und du sind auch, wir können das annehmen, dass wir sind mit Jesus gestorben, uns alle, das ist mit am gestorben, ist wie ein neuer Mensch, mit neuer Hoffnung, eine neue Chance, mit Jesus zu gehen, in eine Hoffnung von ewigem Leben. Gerade so, halt jünt dafür, dass je für die Sinn tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. Okay, hier sagt es, das Vers 11, und den Vers fehlt dir dort. Halt, ich will noch einmal lesen.
Gerade so hält ihn dafür, dass je für die Sünd tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. So, du musst die verholen. Du musst das so annehmen, dass so ist das. S morgens, wenn du abstehst, der Tag, wenn du gehst, ich vergeet dann manchmal, mich dafür zu holen. Und ich sage, was von der Fehler merken da, und ich sage, mit was von der Dinge ich strugglen da, oh man, dann vergeet ich, mich dafür zu holen, because das sure fällt sich manchmal nicht so. Someday fällt sich das nicht so, wenn ich nie perfekter, wundervoller Mensch, die mit all das, sich das dann soll hier, nicht? Halt ihn dafür, dass das Port von ihm kommt. Halt ihn dafür, dass du für die Sünd tot bist und du in Christus Jesus lebendig bist für Gott. Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Von du, die bekehrt hast, du bist an Jesus, du hast ihm angenommen, er hat dir ein neues Leben. Das ist ein neuer Weg von der Bibel sein. Ich weiß noch, sag mir mal, ganz zu Gott handgeben. Man, die Bibel aufmerken, dass wir alle so klar. Und Menschen beleben das verschieden und die brauchen das nicht so beleben als ich. Man, ich möchte die Bibel open, ich las das, ich kann never verstehen, was das meint. Wir sind so klar. Keiner explain mir das. Kein Mensch explain mir das, wir sind ganz klar. Und das meine Seele fördern. Und ich kann das annehmen, ich weiß nicht, ich kann nicht explain, wie das Gott gibt mir ein neues Leben. So, die Prüfungen, die kommen da rein. Wir werden sehr hören. Ein Kind Gottes will immer perfekt sein. Deswegen lässt es sie nicht an jenen stofflichen Körper herrschen, dass sie nicht daunen motten, wo nur die Sinn gelassen wird. Okay, so, dass sie nicht daunen motten, was die Sinn nur gelassen wird. Viele von uns haben sehr viele Kedengelenke, was das an aufgereden. Sehr schlimme Kedengelenke, wie sehr grob. Und wir mussten Ding down. Hast du noch mal sind ja dass du musst Ding down, die fällt sich so, du musst Ding down. Ich einmal in den alten Leben. Okay, du hast ein neues Leben. So, das will ich dir von dir sagen. Und Jesus, der geht aufgereden. Der Feind will uns das sagen, und die macht's. Ein paar von uns sind unsere Ungewohnheiten, unser Körper ist ungewohnt, uns Verstand wird getraint. Das kriegt es in das physical, das körperliche Part von uns, das hat Ungewohnheiten. Uns Verstand ist ganz voll, ich glaube nicht, dass wir Nerven zu brauchen. Aber es sind Nerven, like physical Nerven, es sind nerve cells. Aber alle Typen, das von dem Arme voll, ich weiß nicht, was die Spinner haben oder voll kleine Balls. Was immer das wird sein. Wenn du ein kleines Kniepertje wir, was er von durch den Arm soll traveln, weil wir sein, ein Arm, das rennt uns voll ganz kleine Marbles, weil wir sein. Kleine runde Balls. Wenn du will ein Knieper von einem Kant vom Arm, bei den Boven kriegen, wie viel Wehen würden da sein, dass wir können kriegen von einem Marble, ein Ball bei den anderen? Ich weiß nicht, 1 Million, ich weiß nicht von, ich kann nicht nummern. Sehr viel Wehen. Wir können diesen, dann wird den, dann wir können ganz, oder wir können erst diesen, dann den, dann war den so, like, da werden kostet. Uns Verstand ist ganz voll Nerve Cells. Da werden Scientists, ich sehe nicht ein Scientist, kostet die selbst nur lesen. Ich habe auf Meier stehen gelesen. So, wenn uns Körper, nicht rede ich nicht von uns Geist, nicht rede ich von uns Körper, den geht zu Training. Den wird getraint. Das ist das, wenn die nicht wie clean anwenden, dass sie einmal vergrünzt sind, dort ist dann, Part von dort ist körperlich. Und dort geht einmal, dann lehrt sich dort, okay, wenn das passiert, dann tue ich dort. So, wenn die dort lehrst, wie die nicht grenzen, dann muss ich dort frischer Weich durchsehen, dann lehre ich dort, okay, na, ich ziehe da wen schaftig. Some von uns hat noch viel zu lernen, dass wir clean werden, wie man uns dort nur noch versuchen, zu lernen, nicht? Das will immer, das gibt einen Stich, das ist, was ich will sagen. Das gibt ein körperlicher Stich, der uns verstand. Wenn das passiert, dann tue ich dort. Wenn das passiert, dann tue ich dort. Wenn wir das erst mehrmals tun, dann hat das einen Stich, der durchgeht. Und dann der automatisch da durchfahren. Das ist, was some von uns beleben, wenn wir beieinander so wie leben und Sinn oder was immer. Das ist ein geistlicher Ding, aber das ist auch ein körperlicher Ding. Und dann haben wir das getraint. Und der Part von das ist bloß ein physical Ding, was wir man anlernen. Und wenn das erst Stich da durch ist, 1000-mal ist durchgefahren, dann ist es sehr schwer, den Knieper zu lernen, das wir zu kriegen, das will ich einmal da. Und das automatisch so, ohne überdenken. Merkt ihr das Sens?
Some van je merkt bij een kraak van wat ik red. So dat is een struggle wat je hast. En vielleicht was je levenstijd met den leven, maar die sticht je als aangefahren, dan was je wat alto allemaal vergrond zijn, want dit ding passiert. Wie die merkst, die forschen anders stechen, dan was je matten down. Maar ander ding ook. Okay, van wat reden we hier? Reema saß, glaube ich, nicht? Vers 12. Door wij in Lute zijn nicht en jenen stofflichen Körper herrschen, dat je nicht donen motten, wohnen, die sind gelassen dat. Ik kan die aan een stoffliche Körper en we moeten den leren te controleren. Dat is niet leicht. Ik had geen mal gezegd dat het leicht is. Some van ons hebben een leichte titel met, we zijn sterk am Verstand, sterk am Körper en we weten niet wat mensen trouble hebben. Some van ons, die hebben trouble. So, we moeten, dat is een körperliche Part en dat is ook een geestliche Part. Dat geestliche Part is, dat de zin keine Kraft heeft. Die Gott heeft die betult. Die hast den Heiligen Geist, dat alle leven als gestorven. Dat is weg, dat is dood, dat is voort. Wanneer je dat kost geloven, dat maakt je leven leichter. Ik zie een nieuw kind Gottes. Ik kan niet leven, ik kan een hoopning, ik kan God zijn geest aan mij. Ik zie een nieuw kind, God heeft mij handgenomen. Dat is een schijne ding, dat te weten, dat om geloven te geloven. De alle mens is gestorven. Dat is van een, dat is voet. De brug ik niet meer, we denken niet meer. De andere part is het körperliche ding. Wat het zegt, wie man ons Körper, hoor ik nu wat het hier zegt. Leute zijn keine geleerde brücken, die ongerechtigheid te dienen. Oké, ik leg het, dat is zo einfach gezegd. Leute zijn keine geleerde brücken. Wat zijn geleerde? Dat zijn die vingers, dat zijn die oren, dat zijn die gedanken, die nervcellen, dat zijn die uren, die tong, die feit, die geleerde. Okay, dat is wat het zijn, die Körper. En dan kan er nog wieder zijn, die Seil, wer die best, die karakter, al dat. Wer maar die best, wat die best. Leute zijn keine geleerde brücken, die ongerechtigheid te dienen. Geeft jent liever Gott aan, zoals zonen die vom dood zum leven gekomen zijn. En laat am jene geleerde brücken, die gerechtigheid te dienen. Okay, so, hier is een wohl, wat een unbekehrter Mensch nicht hat. Ein unbekehrter Mensch, der ist an den aller Mensch, der ist an den sinnlichen Mensch, mit der aufgeredene Tier, den als am Bach dort am Butter nennen, among the alligators. Okay, so in dat weet we haben dat zelfs beleefd, viele von uns, dat ja, als we in dat Bibel in die strijd leven, nicht, du keine Hoffnung, Gott bei uns findet, sehr schwere Leben als dat, nicht? Okay, aber wenn du die bekehrt hast, du hast Jesus angenommen, du weißt, dass er ist tot, Jesus hat die vergeben, er hat die angenommen, sein Kind. Ich sehe einen neuen Mensch. Im Glauben nehme ich das an. So, nu habe ich den Wohl für mich, nu habe ich den Kampf für mich, meine Gelehrer, Gott zu brücken, zur Gerechtigkeit. Wieso sage ich das? Du nicht lassen, deine Gelehrer zu Gerechtigkeit brücken. Jef de Hahn, te rechtet te brengen. En dat is den Entschluss, dat is een decision wat ik nu moeten merken. Dat zeg ik waarom niet dat het leicht is. Voor sommigen van ons is het vielleicht zo schwer, wenn es het schwer, wenn es wie getraind zijn. En dus de vriend aan ons heeft macht gehad. En sommigen we beleven deze ding verschieden. Some beleven het bloß ganz kort alles voet. Some strugglen sehr verlang. En ik kan dat niet alle verstaan. Maar hier zegt het bloß. Vielleicht sind some von euch, die glauben, wie stehen sei er fast, vielleicht haben wir Dinge, wo wir sollen, jeden stehen, wo wir blind sind. Aber hier sagt er, den Decision, was wir für uns haben, den Struggle, den Fett, was wir an uns Leben haben, Lot, die sind keine gelehrte Brücken, kein von denen. Bei jedem Hahn, keine gelehrte, die Gerechtigkeit zu dienen, Vers 13, das letzte Ding. So nu moeten we ons hand geven. We kunnen ons hand geven te God. En dat is something wat we zullen doen. En vielleicht hast du dat gedaan. Maar geef die hand te God. Zeg, God, ik wil die doen. Ik wil de gerechtigheid doen. Die kost niet. Wel, ja, die kost. En die zus God zijn. Ik wil. En ik wil voor mijn eeuwige part van mijn leven. 50 jaar, 40, 30, 20, 10, 5. En daar, ik wil voor die leven. Ik wil voor die leven. Dat God ons te God hand geven. Van ganzen harten. Ik geef mijn oude leven op.
Nu vang ik met God op een nieuw leven aan. Ik geef me te God aan. Dat zullen we doen. Een ander ding is over, ik kan, wanneer ik met de moed en de willen wat ik van deel dan heb, kan die 10 jaar wieder kämpfen, dat wird so ein sein, nicht? Aber das kann ich nicht. Da muss wir ein Tag auf einmal, da muss das frisch bleiben. Da alle Zeit geben wir uns zu Gott hin. Und wenn wir dort abhören zu tun, über dem dann fangen wir uns weiter an zu verdrängeln. Und uns kommen alles, was ich sehe, alle Sorten Dinge können uns ankommen, was wir nicht alle verstehen können. Aber uns wollen, haben wir das klar. Muss wir das klar halten. Wir geben unsere Gelehrer an andere wir uns selbst, nur Gott selbst. Wir geben uns nicht zu der Kirche, wir geben uns nicht zu in Form, wir geben uns, sie Gott ist ein lebendiger Gott, Gott ist, Jesus ist ein lebendiger Gott. Und ich sage nicht in der Kirche, aber ich meine bloß, wir sind manchmal in der Blindheit, dass wenn wir auch so werden, ist der andere aller bloß, dass es dann sitzt, dann wird er vielleicht auch mal schaffen. Das ist ein lebendiger Gott, das ist ein lebendiger Jesus, wo ich mein lebendiger Mensch die Hand geben und fangen mit an zu gehen. Braucht ein bisschen Zeit, braucht vielleicht eine Bibel, braucht ein Gebet, und braucht Glauben. So, was dann nu? Können wir singen, willst wir nicht irgendwer das gesagt, aber irgendwer die genug sind? Aber niemals. Vers 16, weißt ihr nicht, dass wenn je wem Hand geben zu deinen, dass die dann dem sein Knecht sind, den je gehorchen, entweder der Sinn, der zum Tod führt, oder der Gehorsam, der mit Gerechtigkeit belohnt? Ja, das weten wir alle. Veel von uns schaffen es wir nicht. Wo ich schaffe, ist ein kleiner Computer auf some kein bitte wohnt, und da mache ich meine Nummer, wollte ich das nicht sagen. Eins für die, vielleicht kann für mich gehen anpunchen nochmal, aber ich vor ein Picknick haben. Fashion vor, nicht? Ich habe eine Nummer, und das weiß ich, was das ist. Und ich das dann an, dann fängt er dann abzuteilen, nicht? Und das kommt auf meinen Paycheck ab. Okay, so wo wir gehen anklagen, das ist, wo wir betalt kriegen. So wo gehst du anklagen in dein Leben? Gehst du bei der Distanz anklagen? Oder gehst du bei Jesus anklagen? Da wie du jetzt anklagen, dass du die betalt kriegst. Bei Jesus jetzt anklagen, was die mit Gerechtigkeit belohnt. Wirst du das nicht gleich, wenn du mal gerecht sein? Die kostet die nicht, das redet nicht von, dass die selbst mal was abgebieten haben, aber wenn die, zu wem du die Hand gibst, sagt das, dass wir die Lohn kriegen. Das. Okay, so, das ist ein ernstes Wort von uns alle und auch ein schönes Wort. So, dann werden wir mal anfangen, bei Gott anzuklagen. Ihr wisst, was ich meine von anklagen, anpunchen, nicht? So, deine Gerätschaft, die du brauchst, dein Hummer, deine Drill, oder dein Microwave, oder deine Labels. Ich habe eine einfache Beispiel mehr, nicht? Das sind deine. Wenn du dir am Yard-Sale verkaufen, dann sind es die Nuberschere, nicht? So, wem es einmal dort sind, die brauchen die für was sie wollen, nicht? So, wie wollen Gott seine Gerätschaft sein? Wie wollen Gott seine Tools sein? Wie sind Gott seine Gelehrer? Laut ihnen Gelehrer Gott brauchen, will uns brauchen. So, Titem, das vor ich merken. Willst wie von, Vers 19 sagt, willst je von der Tür noch schwach sind, rede ich en aldersche Menschen spreekt. Okay, dat is wat het in de Bibel zegt, vers 19. Willst wie von der Tür schwach sein, rede ich, dann aldersche Menschen spreekt. Gott will haben, wir sollen das alle verstehen. Das ist einfach, zu wem wir uns Hand geben. Right? Wer wir uns eine Gott Hand geben. Wir sind frie merkt, wir sind verjährt, wir sind Gott seine Kinder. Dann gib je nu zu Gott Hand. Nicht dort bleiben dann nu. Gib die den Willen, die selbst, wer die best, nur Gott. Als je an den Sinn versklavt werden, hat die Gerechtigkeit keinen Heil angehend. Da weißt du, das denkt die noch nicht. Und vielleicht lebst du von der an, als ein unbekehrter Mensch. Die Gerechtigkeit hat keine Kontrolle über die, nicht? Aber, was sagt das nicht? Und was braucht die Zeit? Und was braucht die Zeit an? Dinge, mit denen je noch schämen, wenn je daran denken. Willst je vierden te Gott laatst, willst du vierden te Gott laatst zum Tod? Da weißt du auch. Die Dinge, was du schon mal deitst, ihr schon mal beim Leben deitst, vielleicht lebst du von der an beim. Da wird ihm schämen, nicht? Da wir nicht mal an denken. Und wir auch nicht. Aber nu, dass je von der Sinn frei und an Gott versklavt sind,
So Jesus hat die frei gekauft. Er hat die mit sein Blut betalt. Nu bist du an Gott versklavt. Du gehörst nu Gott. Okay, vielleicht ist es zu einfach, wenn ich sage, dass von Gott wie in einem Jahrzähl gefahren und er hat die gekauft. Na, die Fienden haben uns niemals for sale. Er wird uns einmal holen. Aber wenn die sagen, wir bankrott gegangen, er muss. Okay, almost hat Jesus als stärker als der Feind, weil wir so sagen. Gott hat die gekauft, nu gehörst du an, nu forst du mit Gott mit nach Haus, nu bist du sein Gereitschaft, bist du sein Denk, was einmal sein Fertig, weil wir dann sagen, wir haben uns ab KGG ein Fertig gekauft. Nu hat er uns geholt, nu nimmt betalt, nu nimmt er uns mit, Jan Ola wird, der Feier wird, der hat kein Recht, der konnte nicht herankommen und sagen, oh, ich will das nicht doch. Ich sage, no, ich habe ihr betalt. Ich sage, du noch ein Bild auf von der Check, ich das betalt. Wir können Bank den E-Transfer sein, nicht betalt. Okay, nu geben uns ein Fertighafen nicht in Wellen, aber wir können ein Beispiel von einem Sklaven bringen. Aber nu, dass je von der Sinn frei und an Gott versklavt sind, habt ihr dadurch der Heiljung gewonnen. Nicht das Heil, der Heiljung gewonnen und haben das ewige Leben. Wir haben zwei Dinge gekriegt. Das ewige Leben und der Heiljung. In der Bibel leert wir sollen an der Heiljung wassen. Der Lohn, den der Sinn tut, als der Tod. Und da weißt du auch. Wenn du einen Sinn lebst oder einen Sinn gelebt hast, der Lohn, was du jeder Weg kriegst, das ist Tod. Gott aber schenkt das ewige Leben. Ja, das war das sage. Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ich rede von es bekehrte Menschen, wir gehen wie anklagen. Das ist, ich die war am Hotline. Das ist ein bekehrter Mensch. Ja, ein unbekehrter auch. Go mal bei Gott, go mal nur Gott. Das ist ein bekehrter Mensch. Go bei Jesus anklagen, smorgens. Frau Jesus, was soll ich von dir tun? Jesus, bring erst was an mich stechen an von dir, was ich kann für die tun. Merk den Wert ob für mich, dass ich das wohl verstehen kann. Help me die zu tun. Help me eine Attitude reich zu sein. Es ist nicht das eigentlich, was du reich hast, aber es ist das actually wird reich sein in deinen Augen. Aber hier seht ihr, das Lohn, was Jesus uns ja von wir am annehmen und am glauben, das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und das ist, wie wir mit anfangen. Wenn wir an Jesus sind, wir am Handeln, uns Friedheit, wir haben das angenommen. Gott hält das mit seiner Kraft. Und das will wir verweichen gegen einen Tag, wo wir arm sein, angesagt. Und dann wollen all diese Dinge nicht mehr da sein, weil wir uns das annehmen. Weil wir das am Glauben holen, am Uhr holen, weil wir beten. Himmlische Vater, ich danke dir für den Wort, was so klar und einfach ist, dass wir das alle können verstehen. Bet, wenn erst wer das nicht können verstehen, was das an der Bibel sagt, dass die das mit den Gas aufmerken, und wenn das hart ist, bete ich, wirst du das brechen. Gott, ich bete, dass du uns verschaffen, dass du sagst, dass wir perfekt sind im Himmel bei dir. Wir glauben, dass du das stellen. Dankeschön für das Heil an Jesus, was du uns gegeben hast, dass wir uns nicht können verdienen. Du hast uns gekauft. Und ich habe mit dir sein, da freuen wir uns, musst du das Tag sehen. In Jesus' Namen, Amen.